Servus Leute und willkommen zum Let's Play von Resident Evil Director's Cut. Wir spielen aber Normal Mode. Ich bin der Renton. Und ich bin der Kai. Genau, und zwar ist der Kai ein ganz alter Kumpel von mir und wir haben früher schon andauernd Resident Evil gespielt. Und wir haben uns entschieden, hey, wir spielen es das Wochenende durch und nehmen das auf. Wir machen quasi einen Marathon. So. Ja, das haben wir Tag und Nacht gespielt. Und man muss dazu sagen, wir waren sehr jung. Also wir hätten es gar nicht spielen dürfen. Oh ja. Damals noch, oh scheiße. Jetzt geht's Menü los. Damals noch vom Vater die PlayStation CD geklaut und dann eingeleckt und gespielt wie bekloppt, ey. Und wir hatten explizites Verbot, den Vorspann anzugucken. Ja, der Vorspann war nämlich ganz schlimm früher. Und den werden wir euch jetzt zeigen. Wir spielen den Normal-Mode, original. Und ja, jetzt seht ihr den Vorspann. Viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! No! Don't go! Jill, run for that house! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.
I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Okay, Leute, wir sind in Resident Evil 1 und wir sind hier jetzt schon das zweite Mal, weil wir gestorben sind. Ja, das war eine sehr unschöne Erfahrung. Man sollte zwischendrin mal auf Start drücken. Mach das mal kurz vor. Oh, Moment. Cutscene. Hier ist der Zombie, vor dem ich als Kind extrem scheiße Angst hatte. Ja, das sieht ja aber echt fies aus, oder? Jetzt mal ehrlich. Naja, der ist nicht so lecker. So, wir versuchen direkt beim Kenneth ihn zu untersuchen und an seine Munition zu kommen. Ohne dass der Zombie uns erwischt. Ha! Geschafft. Super. Ja, das war schon eklig damals. Das Spiel. Ja, gut. Ich meine, wir waren 10 Jahre alt. Wir haben noch nicht so viel gesehen. Drück jetzt mal auf Start, bitte. Da habt ihr hier die Energie erzeigt. Ohne links. Ich bin noch fein. Und die solltet ihr euch ab und an, wenn ihr Auseinandersetzung gehabt habt, mal angucken. Weil man hat kein Schadensmodell. Also in späteren Resident Evil Teile hatte man dann ein Schadensmodell, dann ist man halt gehinkt oder sowas. Das ist beim ersten Teil nicht. Und man geht halt dann einfach kaputt, ohne dass man es der Spielfigur aussieht. Ja, ohne Vorwarnung. Direkt kaputt. Tot halt, ne? Denk ans Farbband. Ah, genau. Wesker? Jill? What happened to Jill and Wesker? Also, wir sind allein im Herrenhaus und haben jetzt Jills Waffe gefunden, die Beretta. Die werden wir jetzt auch gleich equippen. Auf Start, genau. Und was wir jetzt machen, ist an die Schreibmaschine gehen und das Farbband mitnehmen. Und dann zeigen wir euch, was passiert, wenn man versucht, das Herrenhaus zu verlassen. Oh ja. Was mich immer gestört hat, ist, dass die Tür durch den Hundekopf durchgeht. Ja gut, das ist halt, das war wahrscheinlich nicht anders da möglich. Ja, zu der damaligen Zeit. Es war bestimmt auch ziemlich aufwendig, diesen schlecht geschminkte Clown zu programmieren, der dich nicht mehr rauslässt. Aber das macht nichts, weil jetzt, wo wir wieder in dem Haus sind, also ich fühle mich direkt wieder heimisch und du? Es ist wieder Heim. Es ist Heim Nummer 2. Ja. Was wir jetzt machen, wir gehen raus, sammeln hier das Schlüsselei. Draußen liegt der Forest und beim Forest gibt's ein Magazin zu holen. Die Frage ist, hast du denn, wenn man den Forest nicht direkt untersucht, kommen dann die Krähe nicht? Die kommen erst, ich weiß nicht, ob sie kommen, wenn man den Forest anklickt oder das Magazin aufhebt. Testen wir, weil wir könnten hier Schaden umgehen. Ha! Wir können den Schaden umgehen. Die Krähe kommen erst, wenn man den Forest untersucht. Ja, der Forest ist halt aus dem Bravo-Team. Mal kurz zur Geschichte. Also das Bravo-Team wurde gerufen, um diese mysteriösen Mordfälle in den Arklay Mountains aufzuklären. Und der Funkkontakt ist abgebrochen. Und dann schickt man das Alpha-Team mit dem Chris, dem Wesker, dem Barry und der Jill
So wie dem Hasefuß-Pilot, der da gleich am Anfang abhaut, weil er Angst hat. Und die Protagonisten selber wissen halt überhaupt nicht, was abgeht. Übrigens, wenn ihr hier auf den Zombie achtet, seht ihr, dass die Blutlache größer wird. Das ist der Indikator dafür, dass sie nicht mehr aufstehen. Also erst wenn sie bluten, sind sie tot. Was ganz lustig ist, bei dem, ich glaube 2002 erschienene Remake für den Gamecube, da sind die Zombies da noch nochmal aufgestanden. Waren dann ziemlich aggressiv und sind gerannt und waren sehr, sehr stark und tödlich. Ja, das kann man vergleichen wie die Zombies bei 28 Days Later. Oder so neuere Formate. Wo sie richtig abgehen dann. Genau. Und man konnte dann nur töten, indem man entweder den Kopf wegschießt oder mit Kerosin verbrennt. Also man hat da Kerosinflaschen gefunden und die konnte man dann an so, da waren dann überall mal so Fässer mit Kerosin, da konnte man die wieder auffüllen. Da hat man, glaube ich, 2 oder 3 Ladungen in der Flasche gehabt. Und dann konnte man die halt verbrennen. War ziemlich lustig, aber wenn man es dann halt irgendwann drauf gehabt hat, hat man das dann auch nicht mehr gemacht. Ja, Duranton erschießt jetzt hier die Zombies, was sich anbietet. Man muss nicht jeden Zombie töten und viele kann man auch vorbeirennen, aber das sind einfach so Stellen, an denen man öfters vorbei muss. Und dann ist das schon besser, wenn der Weg sauber ist. Dahin ist übrigens die Tür mit dem Zahlencode, den man nicht weiß, ne? Wo du gesagt hast, dass du gar nicht drin warst. Nee, da war ich auch nicht drin. Ich weiß, im Remake geht man da durch. Aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich so jemals durch bin im Originalspiel. Whoa! What is it? What? Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Alles klar, also wir haben hier Rebecca Chambers und ich werde gerade angerufen. Okay, wir sind wieder hier und wir hatten es über Rebecca Chambers, die vom Bravo-Team ist und die hat später sogar ein eigenes Spiel gedreht, ne? Ja. Resident Evil Zero, das kam kurz nach dem Release vom Remake für den Gamecube raus. War, glaube ich, auch Only Gamecube, später auch Wii. Ja, unter Resident Evil Archives veröffentlicht. Und es ist die Vorgeschichte jetzt zu dem Ur-Resident Evil. Vergesst den Schlüssel nicht. Genau. Was man zu Rebecca sagen kann, sie hat danach keinen Auftritt mehr in einem anderen Resident Evil Spiel gehabt, was ziemlich schade war. Ist der Überlebende im ersten Teil, laut der offiziellen Storyline. Ja, allerdings erfährt man sonst nichts anderes, ob sie jemals irgendwie, oder wie es mit ihr weitergegangen ist, einfach mal. Ja.
Eine Frage. Ich würde vorschlagen, wir speichern hier, dass wenn wir nochmal sterben, Ja. dass wir den Anfang nicht mehr machen müssen. Und speichern tut ihr an diesen Schreibmaschinen. Dazu braucht ihr Farbbänder. Das Ganze mache ich jetzt mal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Too many files. Nehmen wir doch die Memory Card 2. Ah, hier funktioniert's. Perfekt. Ah, zum Glück. Ja. Alles klar, dann haben wir hier den ersten Part und wir sehen uns beim nächsten Mal.